wie viel hast du in diesem Monat verdient? Und ich habe eigentlich noch nie, glaube ich, wirklich auf meinem Kanal Facts ausgesprochen, Zahlen ausgesprochen und jetzt kommt der Moment. In diesem Monat Juni habe ich... Freunde, oh mein Gott, das ist mein 30. Video, mein letztes Video von dem Monat. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das geschafft hätte. Oh mein Gott, ich habe die Challenge geschafft. Ich habe jeden Tag ein Video von dem Monat hochgeladen. Oh mein Gott, Freunde, ich weiß nicht, wie stolz ich auf mich selber bin. Das klingt jetzt gerade mega doof, aber ich glaube, ich hätte selber im Fall niemals gedacht, dass ich das schaffe. Das ist einfach, oh mein Gott, das ist so crazy. Aber ja, nein, ich bin sehr happy darüber, dass ich es geschafft habe. Es hat echt so viele Ups und Downs gegeben, aber auch so viele tolle Momente. Und ich habe einfach gedacht, ey, das alles jetzt mal in einem Video festzuhalten für das letzte Video von dem Monat, wäre ganz passend. Ich glaube, es interessiert vielleicht auch viele von euch, wie es hinter der Kulisse war, wie es mir dabei gegangen ist. Es stressig gewesen, würde ich es nochmal machen? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt und habe ich all die Ziele erreicht, die ich wollte erreichen? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, und zwar ganz am Anfang, das erste Video. Dort habe ich eigentlich so ein bisschen davon erzählt, dass ich das Projekt jetzt will starten und was meine Ziele sind. Und dort habe ich unter anderem zum Beispiel gesagt, dass ich wieder Freude haben am Videos machen. Ich muss sagen, gerade vor dem Monat, es ist mir mega schwierig gefallen zum Videos machen. Also ich habe eigentlich viel mehr zum Beispiel für TikTok gebrannt und YouTube ist immer noch so ein Ding, so ein Nebenprojekt, so, oh, ich muss mal wieder ein YouTube-Video laden, oh mein Gott, nein. Ich vernachlässige meine YouTube-Community und ich habe irgendwie wie das Gefühl gehabt, ich habe gar keine YouTube-Community mehr, ich mache viel zu wenig Videos. Es war kein Feuer mehr da gewesen, Freunde. Und das war auch ein grosser Grund, warum ich diesen Monat oder das Experiment machen wollte, dass das Feuer wieder kommt. Und jetzt rückblickend, ich kann sagen, ey, es ist wieder da, Freunde. Und ich habe so Bock, jetzt wieder Videos zu machen und ich habe das Gefühl, gerade eine Community ist wieder da. Also es gibt Leute, die kommentieren jedes Video, ey, wirklich Shoutouts an euch da draussen, nur schon alle, die jedes Video von mir jetzt geschaut haben oder mich einfach unterstützen und supporten und kommentieren und keine Ahnung was, ich komme DMs über, es ist so herzig, oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie fest ihr mich motiviert habt in diesem Monat, es ist crazy. Das war eigentlich auch das Ziel, dass ich wieder eine Bindung zu meiner Community habe und ich muss sagen, ja, also meine Community ist so am Start und es ist einfach so geil, oder? Ich habe in dem ersten Video auch zum Beispiel darüber geredet, dass ich wieder das alte YouTube will zurückbringen mit zum Beispiel Challenges und mal simple Videos und so, weil ich habe so hohe Ansprüche an mich gehabt. Ich habe wirklich das Gefühl, Digga, wenn ich jetzt ein Video rausbringen muss, das muss ein Kurzfilm sein. Und das konnte ich auch wieder zurückbringen. Also das ist echt crazy. Ich konnte so viele Challenges machen und einfach mal random Vlogs hochladen, die ich vielleicht wirklich sonst nicht aufgeladen hätte, wenn ich nicht den Druck hatte, von du musst jetzt jeden Tag ein Video machen. Von dem her war es eigentlich ein nicer Druck gewesen, muss ich sagen. Weil irgendwann bist du wirklich einfach an dem Punkt, okay, scheißegal, Video einfach aufladen. Gerade zum Beispiel das Tinder-Experiment, wo so ein Fail geworden ist, weil meine Tinder-Profile einfach beide gesperrt worden sind. Ich hätte wahrscheinlich das Video gar nicht fertig geschnitten, weil ich so dachte, ja, hure Fail, jetzt niemand will das Video sehen und so ist es einfach so. Jetzt lässt es einfach auf. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein, sondern es geht einfach darum, dass du die Leute unterhaltest und sie kannst mitnehmen in deinem Leben. Ja, und was natürlich auch das Ziel war, ist, mich selber wieder herauszufordern. Also ich bin jetzt ein Jahr selbstständig und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich mache zu wenig. Es war einfach immer so ein bisschen der Druck von außen von hey, du bist doch jetzt selbstständig, jetzt kannst du doch mal wirklich mehr Videos machen, jetzt kannst du doch mal das mehr machen. Und für mich habe ich es gewusst, aber ich habe es einfach auch gar nicht geschafft. Und ich merke jetzt gerade rückblickend, ey, ich habe die Zeit für mich extrem gebraucht. Ich muss ehrlich sagen, die Schule hat mich so belastet, ich habe wirklich 120% gegeben. Ich bin unter der Woche jeden Tag in der Schule mit Prüfungsstress und allem und am Wochenende habe ich mich YouTube gewidmet und habe am Samstag ein Video gedreht und am Sonntag geschnitten. Also ich habe wirklich eigentlich 24/7 bin ich irgendwie am Arbeiten gewesen. Und dann, als ich aus der Schule gekommen bin, habe ich gemerkt, oh mein Gott, du kannst mal den Druck ablassen. Und es hat mir irgendwie dann in dem Moment einfach so gut getan, mal frei zu sein, mal einfach reisen, mal einfach einen Tag chillen, mal einfach nichts machen, einfach mal runterfahren. Und ich merke jetzt wieder, ey, yo, ich bin richtig am Start, ich habe richtig Bock, wieder etwas zu machen. Und auch wenn es ein mega fetter Stress und Druck war diesen Monat, es war so geil gewesen. Ich habe es richtig vermisst, wieder mal so richtig zu hustlen und ich habe es extrem gefühlt. Darum, was meine Ziele angeht, ich habe echt alles, wirklich eigentlich alles erreichen. Ich habe meine Erwartungen abgeschraubt an Videos oder meine Ansprüche. Meine Community ist wieder am Start. Ich bin richtig aktiv diesen Monat. Und mein Feuer für YouTube ist wieder da. Ja, wir kommen zum nächsten Kapitel und zwar meine Gefühle. Wie ist es mir gegangen in diesem Monat? Wie stressig war es? Ja, es war stressig. Es war wirklich stressig. Also ich muss mir überlegen, ich habe jeden Tag mindestens ein Video geschnitten und mindestens ein Video gefilmt und ich weiß nicht, wie stressig das ist. Vor allem auf Tour. Du hast irgendwann keine Zeit mehr für dich. Du hast kein Wochenende, du hast nicht mal Feierabend. Also es ist wirklich so ein 24/7-Job. Ich habe gemerkt, ich bin spät an Treffen gekommen. Ich habe gar keine Zeit mehr für Treffen. Und wenn ich irgendwo hergegangen bin, dann musste ich vloggen, weil ich halt sonst kein Video hätte oder weil ich in dieser Zeit sonst ein Video gedreht hätte. Darum, was Freizeit anbelangt, habe ich echt wenig Zeit gehabt. Also ich bin jetzt, auch wenn es mega schönes Wetter war, nicht einmal
Mal irgendwie draussen gewesen oder habe Freizeit genossen. Bin nicht einmal in der Body gewesen, Freunde, Mann, bei 30 Grad, Mann. Ich habe für mich zwar gewusst, ey, du kannst eigentlich jederzeit aufhören, so. Du machst dir selber quasi die Challenge, aber du willst ja dann auch irgendwie schaffen, so. Du bist nicht mehr so weit so, jo, jetzt bist du schon der Hälfte vom Monat, jetzt ziehst du noch durch. Aber es hat dann wirklich einen Moment in dem Monat gegeben, wo ich wirklich so 2, 3 Videos am Tag gedreht habe und dann bist du wirklich so, boah, ich habe jetzt voll produziert. Also es war wirklich alles gewesen. Aber natürlich auch das Umgekehrte, dass ich mal einfach auch keine Idee hatte. Ich sage euch, Freunde, 30 Videoideen zu haben, ist auch nicht so einfach. Vor allem habe ich mir zum Beispiel mega vorgenommen, Experimente zu machen oder so ein bisschen, ich sag mal, grössere Videos. Ich meine, gerade so Experimente geht meistens irgendwie einen Tag oder so und ich habe mir gedacht, ich habe gar keine Zeit für das. Weil in dieser Zeit, wo du das Experiment machst, müsstest du dann schon wieder ein anderes Video drehen und schneiden. Heisst das, du hast das läuft gar nicht, das Zeitmanagement, das passt alles gar nicht. Darum habe ich jetzt wirklich oft in diesem Monat kurze oder einfache Videos gemacht, wie zum Beispiel jetzt eine Challenge mit jemandem, wo ich vor der Kamera bin und dann nimmst du vielleicht eine halbe Stunde auf. Also jetzt, dass du den ganzen Tag lang filmst, außer ich habe jetzt irgendwie gevloggt, dann ist es möglich gewesen. Was ich eigentlich ursprünglich auch geplant habe, ist, dass ich den Tag durch filme, am Abend das Video schneide und das kommt dann am nächsten Tag online, sodass ich immer einen Tag voraus bin. Das hat in den ersten 3 Tagen geklappt, nachher absolut nicht mehr. Also ich bin dann eigentlich wirklich den Rest des Monats immer im Stress gewesen, immer dann das Video geschnitten an dem Tag, was nachher online gekommen ist. Das war dann vor allem schwierig gewesen, wo Sachen dazugekommen sind, die irgendwie spontan sich geändert haben, irgendetwas hat abgesagt, irgendetwas hat nicht stattgefunden. Oder dort, wo zum Beispiel mein Großvater gestorben ist, das ist auch einfach so ein einschneidender Moment gewesen, wo plötzlich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt das Experiment abbrechen? Soll ich jetzt einfach ein Video dazu machen? Soll ich das jetzt einfach ignorieren? Soll ich das gar nicht wirklich in die Öffentlichkeit stellen? Aber es beschäftigt mich. Ich muss sagen, ich habe recht viel Unterstützung von euch bekommen, darum wirklich, das war echt herzig. Aber ich muss auch sagen, es hat mir auch gut da irgendwie blöd gesagt, als Ablenkung oder jetzt gar nicht mich gross in das reinsteigern. Darum ich muss sagen, für mich hat es irgendwie gepasst, so wie es war. Ja, aber ich muss auch sagen, es hat auch Mental Breakdowns gegeben in diesem Monat. Also gerade zum Beispiel am Schluss, es war ein Moment gewesen, wo ich am nächsten Tag mit Leuten abgemacht habe, wo ich Videos mache. Und die sind dann teilweise um 1 gekommen und ich bin so, oh mein Gott, es ist 9 Uhr am Abend, ich bin mit dem Chandi heim. Ich muss jetzt noch ein Video filmen und schneiden und das muss am 1 fertig sein, weil dann kommt die Person zu mir und dann muss ich aber auch noch geschminkt sein und das Video geplant haben und vorbereitet haben, dass wir anfangen können. Also es ist wirklich, dann war es richtig stressig und der Can hat mir auch echt geholfen, und ich, Can, er ist wirklich, mit den Mental Breakdowns hat er mich begleitet und ist für mich da gewesen, hat mir geholfen, hat ab und zu auch mal ein Thumbnail oder so für mich gemacht, also er ist echt eine sehr, sehr grosse Unterstützung für mich gewesen. Das nächste Kapitel sind meine Learnings. Was habe ich gelernt in diesem Monat, was nehme ich mit auf den Weg? Zum einen, wenn du jeden Tag ein Video machst, dann verbesserst du dich auch irgendwann mehr. Also du lernst logischerweise aus dem und ich habe für mich gemerkt, ey, ich bin viel schneller im Schneiden. Also ich habe vorher, als ich jede Woche ein Video gemacht habe, habe ich wirklich einen ganzen Tag gebraucht, um ein Video zu schneiden. Und jetzt habe ich das wirklich teilweise am Morgen schnell geschafft. Also wirklich zack, zack, zack. Und ich habe für mich auch gemerkt, es klingt jetzt vielleicht mega doof, man versteht es vielleicht gar nicht, aber es war für mich einfacher gewesen, Videos zu produzieren, wenn jeden Tag ein Video kommt, als jede Woche. Zum einen natürlich eben wegen dem Druck von, ey, das Video muss jetzt nicht so gut sein. Und zum anderen, du bist so fest im Flow, weil du das jeden Tag machst, dann ist es auch gar nicht so ein grosses Ding von, oh, jetzt muss ich noch anhocken und das Video schneiden, sondern du machst einfach, du wirst irgendwann wirklich so zu einer Maschine und machst einfach und produzierst einfach Videos, das ist echt crazy. Darum eben, du bist so im Flow, also ich könnte wirklich jetzt wahrscheinlich morgen und übermorgen weiter Videos machen. Ich glaube, das Einzige, was mich jetzt wirklich gerade daran hindert, ist so, dass ich das mental irgendwie gerade nicht schaffe. Also ich merke, mein Körper gibt mir schon ein Signal, Bro, jetzt chillst du mal, also jetzt fahrst du einfach mal runter. Weil ich merke jetzt gerade wirklich jetzt am Ende des Monats, ich bin blöd gesagt auch froh, ist jetzt der Monat auch wieder vorbei, weil es halt wirklich ein Dauerstress ist und weil du keine Freizeit hast. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen fertig macht. Darum, ich glaube, ich freue mich auch mal wieder auf einen Tag, wo ich einfach weder muss ein Video filmen noch schneiden und einfach mal kann chillen. Und da kommen wir schon zum Thema, werde ich überhaupt weitermachen? Und die Antwort ist definitiv nein. Also zumindest nicht jetzt wie in diesem Monat, dass ich jeden Tag ein Video lade. Aber ey, safe werde ich weiterhin natürlich YouTube machen. Das ist ja jetzt nicht das Ende von meinem Kanal. Momentan ist meine Motivation wirklich, ey, wenn du jetzt jeden Tag ein Video geschafft hast, schaffst du eigentlich easy 2 Mal in der Woche. Aber ich weiss nicht jetzt, wie es wird sein. Wir werden es sehen. Aber ich denke sicher, dass jede Woche mindestens eins kommt. I hope. Ey, wisst ihr, wie komisch das jetzt wird sein? Wahrscheinlich dann die nächsten 2 Tage einfach mal kein Video mehr müssen zu machen. Das wird wahrscheinlich mega strange sein für mich. Und ich werde mich wahrscheinlich extrem unproduktiv fühlen. Holy shit. Die Frage ist auch gekommen, ob ich das nochmal mache, irgendwann so ein Experiment. Und ey, ich wäre voll dabei. Also ich muss sagen, ich habe es grundsätzlich insgesamt extrem geile Erfahrung gefunden. Ich würde es jederzeit wieder machen. Aber vielleicht jetzt nicht gerade einen Monat drauf.
wenn dann wahrscheinlich so in einem halben Jahr wieder im Winter. Vielleicht ist es dann für euch ein cool, aber ich glaube gerade im Winter ist doch mehr so eine Stimmung, wo man irgendwie mal ein Video schaut, als jetzt im Sommer da draußen, wenn schönes Wetter ist am Abend, dann geht man irgendwie raus mit Friends oder so. Und ich glaube für mich ist es dann ein bisschen nicer, weil eben jetzt, es ist mega nices Wetter, du willst nicht in ein Video schneiden und filmen, darum, ja. Ich habe mir echt überlegt, vielleicht auch im Dezember, weil das ist ja cool, da kann man irgendwie so ein bisschen mit Türchen arbeiten, so ein bisschen Weihnachtskalendermäßig, das finde ich mega nice. Darum, ich glaube Dezember wird es. Ich will es noch nicht versprechen, aber Dezember könnte vielleicht noch mal so ein Monat werden. Mich würde auf jeden Fall mega wundern, ob ihr Interesse hättet an nochmals so einem Monat. Habt ihr das cool gefunden? Gebt mir mal ein bisschen Feedback, das würde mich mega interessiert. Schreibt mal einen Kommentar. Fändet ihr das geil, so im Dezember nochmal so etwas machen? Ich glaube, das wäre mega geil. Ich hätte safe Bock. Aber mal schauen, wie es im Dezember aussieht. Wir kommen zum letzten Kapitel und zwar, ich sage dem jetzt mal Zahlen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Und zwar haben viele von euch wissen, eben, hat sich das für mich zahlentechnisch gelohnt? Ist es auf oder abgegangen? Ich habe im ersten Video gesagt, ich weiß nicht, ob die Aufrufe jetzt auf werden gehen oder runter, weil es kann ja sein, dass wenn ich mega viele Videos produziere, dass dann niemand mehr Bock hat, meine Videos anzuschauen, weil ich sie dann überfüttere. Ich muss sagen, für das, dass ich jedes Tag ein Video geladen habe, haben sie eigentlich nicht mal so schlecht Klicks gemacht. Also bin ich echt wirklich überrascht. Jemand hat auch gefragt, wie viele Abonnenten ich gemacht habe. Mein Ziel, mein insgeheimes Ziel, das ich euch glaube nicht gesagt habe, ist 32'000 Abonnenten schaffen. Haben wir, glaube ich, sogar in der ersten Woche schon geschafft. Darum absolut crazy, das ist echt krank. Ich hatte am Anfang von diesem Monat 31'700 Abonnenten gehabt und jetzt habe ich fast 32'500, also wir haben wirklich fast 800 Abonnenten in diesem Monat geschafft. Das ist wirklich crazy. Darum herzlich willkommen auf meinem Kanal, alle Neuen, die dazugekommen sind. Und jetzt die grosse Frage, wo ihr wahrscheinlich auch alle darauf jetzt gewartet habt. Wie viel hast du in diesem Monat verdient? Und ich habe eigentlich noch nie, glaube ich, wirklich auf meinem Kanal Facts ausgesprochen, Zahlen ausgesprochen und jetzt kommt der Moment. Natürlich kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen auf den Cent, wie viel ich verdient habe, weil das ist jetzt einfach nur eine Schätzung von YouTube in Dollar. Dollar ist zwar ziemlich ähnlich wie Franken. Und was ich auch noch muss sagen, ich muss das dann von meiner Steuern abziehen, also das ist auch noch nicht berechnet. Und ansonsten es wird noch sehr viel abgezogen, heisst, das ist eigentlich nicht der finale Lohn. Aber ich habe gedacht, ich sage euch jetzt gleich mal, einfach wie viel ich sonst mit meinen Videos so verdiene. In diesem Monat Juni habe ich 1500 Franken verdient. Aber Freunde, das ist natürlich auch auf jeden Fall gesagt ist, ey, ich hätte den Monat safe auch gemacht, wenn ich einfach nichts verdient hätte. Ich habe einen richtig geilen Monat gefunden. Ich habe eine richtig geile Erfahrung gefunden. Ich finde es so schon geil, ey, ich kann jetzt einfach von jedem Tag in diesem Monat ein Video von mir. Das ist natürlich auch für mich wie das Tagebuch eigentlich so ein bisschen rückblickend. Ich finde es mega geil, dass ich das habe. Ja, ich glaube, ich kann jetzt alle Fragen so ein bisschen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Falls ihr noch Fragen habt, die ich noch nicht beantwortet habe, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich die dort noch. Darum ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Ich weiß auch nicht, wann wieder. Ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, morgen. Richtig sad. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, Freunde, wenn jetzt immer jeden Tag ein Video kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bye! Ich glaube, das erste, was ich jetzt machen will, ist auch mal so in einen See gumpen. Oh, natürlich etwas, das nicht fehlen zum Abschluss in diesem Video. Danke, tschüss!